Hallo, ich bin die Hanna. Es gibt den Beruf Altenpflegerin, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Kinderkrankenschwester. Und ich lerne alle 3 Berufe zusammen. Hanna macht ihre Ausbildung in Schweinfurt, im Krankenhaus St. Joseph. 600 Menschen arbeiten hier. Sie versorgen, pflegen und behandeln Patienten. Emilia kam vor 4 Tagen auf die Welt. Hanna kümmert sich auf der Wochenstation um sie und die anderen Babys. Guck mal, gleich haben wir es geschafft. Während ihrer 3-jährigen Ausbildung lernt Hanna noch andere Fachbereiche kennen. Auf den Einsatz hier freute sie sich besonders. Man hat erst mal gedacht, oh, die Kleinen hier und so. Und dann, es war schon schön. Also das alles zu sehen, war ich auch bei einer Geburt dabei, durfte das miterleben und das war schon schön. Das war gleich in meiner ersten Woche. Hanna fällt der Umgang mit Kindern leicht. Sie selbst hat kleinere Geschwister und hilft grundsätzlich gerne anderen. Ich wollte auf jeden Fall was Soziales machen, was mit Menschen, Abwechslung im Beruf haben. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und dann hat mir das echt gut gefallen und dann habe ich mich dafür entschieden. Das Besondere, die Ausbildung ist breit aufgestellt. Hanna lernt viel über die Pflege von Kindern, Erwachsenen und auch Senioren. Erst danach entscheidet sie, in welchem Bereich sie arbeiten möchte. Bist du frisch? Die generalistische Pflegeausbildung ist in vielen Ländern Europas bereits Standard. Erstmal habe ich das überhaupt nicht so gewusst. Also ich habe mich hier erstmal einfach so beworben, Krankenschwester. Und als ich das dann erfahren habe, hat mir das eigentlich sehr gut gefallen, weil ich halt überall mal reinschauen kann. Ich kann halt in jeden Bereich reinschauen und kann dann mir auch überlegen, was ich dann am Ende arbeiten will, wo ich arbeiten will. Die Ausbildungsinhalte: Anatomie und Physiologie, Krankheitslehre, Psychologie, Hygiene. Pflegefachkräfte werden vielerorts gebraucht. Unter ARD Alpha Ich Mach's gibt es mehr Informationen und Videos über diesen und über viele andere Berufe. Auch Franziska hat sich für die generalistische Pflegeausbildung entschieden. Sie lernt heute die Arbeit der Sozialstation kennen. Die Fachkräfte besuchen ihre sogenannten Kunden daheim und halten ihre Arbeit in einer Akte fest. Ich sehe jetzt gerade, da ist auch so ein Maßnahmenplan. Der ist wahrscheinlich dann auch für unseren Patienten dabei, oder? Ja. 8 Patienten warten heute auf Franziska und ihre Kollegin. Es ist wirklich so, dass man ziemlich einen Zeitdruck hat, dass man verschiedene Aufgaben eben in dieser Zeit auch schafft. Und da muss man eben für Kompressionsstrümpfe auch wirklich nur diese 5 Minuten in Anspruch nehmen und muss dann teilweise die Kunden auch unterbrechen in ihrem Redeschwall, die natürlich großes Bedürfnis haben, weil sie eher weniger dazu kommen, Gespräche zu führen, teilweise wenn sie alleine sind. Und dann muss man einfach auch sagen, ja, ich muss leider weiter und zum nächsten Kunden fahren. Die Fachkräfte der Sozialstation begleiten manche Kunden über Jahre. Sie haben meist einen Wohnungsschlüssel. Anfangs verklingeln wir immer, bevor wir reingehen zu den Leuten, dass die nicht erschrecken und dass die dann halt wissen, dass jemand kommt. Hallo, Herr Tavich. Ach, ich bin Schwester der Resa, ich kenne Sie ja. Ich habe heute die Schülerin, die Franziska, dabei. Hallo, Herr Tomic. Ich bin die Schülerin Franziska vom Josef-Krankenhaus. Genau. Ich ziehe Ihnen noch Milan Tomic ist 93 Jahre alt. Er braucht Unterstützung bei der Körperpflege. Sein Blutdruck ist an manchen Tagen zu hoch. Die Fachkräfte überwachen seine Werte. Sie verabreichen Medikamente und informieren einen Arzt, falls sich sein Zustand verschlechtert. Blutdruck ist so um die 140/60. Nur mit dieser Unterstützung kann Milan Tomic noch in seiner Wohnung leben. Meinen Sie, dass alles in Ordnung ist, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich finde es so schön, dass Sie auch sich so freuen, dass wir immer wieder kommen, gell? Es ist wirklich so, dass man jeden Tag nach Hause kommt und froh ist, dass man den Tag hinter sich gebracht hat, aber eben diese schönen Momente auch hatte mit den Kunden und ja. Das stärkt einen und man freut sich auf den nächsten Tag. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Freude am Umgang mit Menschen, Sorgfalt, Teamfähigkeit,
Organisationstalent. Zurück ins Krankenhaus zu Hanna. Statt um Babys auf der Wochenstation kümmert sie sich nun um schwerkranke Erwachsene. Dieser Patient liegt im Koma. Pflegefachkräfte begleiten Menschen vom ersten bis zum letzten Atemzug. Es ist dann schon noch was anderes wie auf der Wochenstation, sage ich jetzt mal, weil hier sind ja die Menschen schwer krank oder haben irgendwas Schweres zu überwachen und deswegen ist das schon ein anderes Gefühl oder geht man anders an den Tag ran. Pflegefachkräfte sind rund um die Uhr für ihre Patienten da und arbeiten im Schichtdienst. So. Hanna überwacht die Blutwerte. Anhand der Ergebnisse entscheiden Ärzte und Pflegekräfte über das weitere Vorgehen. Alle Veränderungen werden dokumentiert. Michael Bauer hat seine Ausbildung vor einem Jahr abgeschlossen. Es ist keiner mehr, der hinten dran mitsteht, auf einen aufpasst. Man muss selbst das umsetzen, was man gelernt hat. Ich denke auch in gewisser Weise rausfiltern, was so die beste Arbeitsmöglichkeiten, Methoden sind. Ja, und ist dann natürlich auf sich selbst angewiesen. Ne? Da schaut man dann, dass man dann das umsetzt, vielleicht sich auch abends zu Hause nochmal selbstständig hinsetzt, Werte nachliest, sich weiterentwickelt. Die Medizin entwickelt sich auch immer weiter und man darf selbst auch nicht stehen bleiben. Die Karrieremöglichkeiten. Teamleitung, Fachweiterbildung, Arbeiten im Ausland. Und jetzt stellen Sie das rechte Bein an. In der Krankenpflegeschule lernen die Auszubildenden, wie sie Patienten bewegen, ohne sich dabei zu verheben. Dazu kommen Fächer wie Anatomie, Krankheitslehre oder Hygiene. Schulleiter Elmar Pfister erklärt, während der 3-jährigen Ausbildung werden vor allem Grundlagen vermittelt. Wenn ich dann in der Dermatologie, also in der Hautklinik beispielsweise, oder wenn ich dann in einem Querschnittszentrum oder in einem Verbrennungsklinikum das Arbeiten anfangen will, dann habe ich hier nur die Grundlagen mitgenommen und die spezielle Einarbeitung, das Spezifische muss immer nach der Ausbildung kommen. Die Auszubildenden müssen lernen, mit schweren Schicksalen umzugehen. Daniel unterstützt den 20-jährigen Mahir bei der Körperpflege. Seine Muskulatur ist so schwach, dass er mit einer Maschine beatmet werden muss. Und geschafft. Noch abtupfen. Mahir kann sich nur mit Zeichen verständigen. Sowas heißt zum Beispiel ja oder nein, wenn er so seine Finger zerkreuzt. Und mit der Zeit merkt man halt einfach, was er jetzt in dem Moment meint. Und halt auch einfach über die Körperspannung, solche Sachen. Ob er sein Gesicht wegdreht oder so, merkt man ganz gut, ob es ihm gefällt oder nicht. Na? Ja? So machen wir's. Mahir kann viele Gesten und weiß, was er will. Er ist sein Leben lang auf Hilfe angewiesen, so wie alle Bewohner der Kinderarche Seni Vita in Hirscheid. Beim Heben helfen die Fachkräfte zusammen. Sie müssen dabei konzentriert und rasch vorgehen. Mahir kann nur kurze Zeit ohne seine Beatmungsmaschine überleben. Und er sitzt, der große Kerl. So ist gut, ne? Daniel arbeitet mit Erzieherinnen, Heilpädagogen, Therapeuten, Ärzten und Lehrern zusammen. Er begleitet Mahir in die Schule. Mit Licht, Geräuschen und Musik werden die Kinder gefördert. Na so was, wer erzählt denn das? Am Anfang ist ja oft so dieses, ja, du bist ja Pfleger und nur einen Arsch abwischen oder so. Also sowas kriegt man schon manchmal mit, aber eher scherzhaft. Aber die meisten sagen dann echt, also sie haben so einen Respekt, dass ich so einen Beruf ausüben kann, weil sie könnten das nicht. Aber ich sage dann immer, also ich denke, also das ist meine Berufung auch irgendwo. Also ich bin Pfleger mit Leib und Seele. Hallo Emilio, hast heute Geburtstag. Alles Gute zum 3. Geburtstag, Emilio. Ja, alles Gute. Großer Kerl, ne? Jawohl. Emilio trommelt, wenn ihm etwas gefällt oder er einen Wunsch hat. Die Einrichtung ist sein Zuhause. So wie die anderen 16 Kinder kann er nicht daheim gepflegt werden. Die Pflegekräfte schenken den Bewohnern Geborgenheit und bieten ihnen gleichzeitig professionelle Hilfe. Hier. Oh, was ist denn das?
Es ist eigentlich keine Aussicht auf Besserung von seinem Krankheitsbild, von seiner Behinderung da. Aber man versucht halt die Möglichkeiten, die er hat, so gut wie es geht zu nutzen und ihn halt auch jeden Tag so angenehm wie möglich zu machen. Alles Gute. Die Besonderheiten. Umgang mit Leid und Tod. Körperlich anstrengend. Schichtdienst. Schwester Olga? Was gegeben hat. Ja? Ja. Zurück zu Franziska. Zur Ausbildung gehört auch der Einsatz im Pflegeheim. Schwester Olga ist 90 Jahre alt und lebt in einer Einrichtung für betagte Ordensschwestern. Ich sehe da so einen Zeitungsartikel, Schwester Olga, den dürfen Sie mir mal... Nur wer sich gerne um Menschen kümmert, wird in diesem Beruf glücklich. Franziska spricht mit Schwester Olga über ihre Jugend und weckt damit Erinnerungen. Ja. Wie war das eigentlich, Schwester Olga? Wann sind Sie denn in den Orden gegangen oder warum? Wissen Sie das noch? Ich bin mit 19 Jahren eingetreten. Okay. Mit 19 Jahren. Und warum? Ich habe einfach gedacht, ja, ich werde Schwester. Ne? Ja. Über alte Zeiten zu sprechen ist im Pflegeheim wichtig. Die Fachkräfte bekommen so einen besseren Zugang zu den Bewohnern. Schwester Olga erinnert sich an einen wichtigen Moment in ihrem Leben. Ihr Bruder Ludwig kehrt gesund aus dem Krieg zurück. Okay. Und da denke ich, hi, über die Brücke, da kommt einer. Hi, das ist ja der Ludwig. Ach, schön. Ne? Toller Moment, oder? Jetzt kann ich ins Kloster gehen. Ja. Franziska gefällt der Einsatz im Pflegeheim. Ihre Jüngste. Man kann sich Zeit lassen für Gespräche, für die Belange der Bewohner und einfach auch für die Menschen da sein. Auch bei der Körperpflege kann es dann beispielsweise auch für uns Schüler einfach mal länger dauern. Da wird einem kein Stress gemacht. Ich mag sie gern. Ja, gell? Ich mag sie auch sehr gern, Schwester Olga, gell? Im Umgang mit Medikamenten ist besondere Achtsamkeit gefordert. Fehler können Leben kosten. Mehr Informationen über diesen und viele andere Berufe gibt es unter ARD Alpha Ich Mach's. Oxy ist im 2. Ausbildungsjahr. Im Krankenhaus St. Joseph lernt sie die geriatrische Abteilung kennen. Auf dieser Station werden Senioren nach schwerer Krankheit wieder fit für ihren Alltag zu Hause gemacht. Oxy wurde in Südafrika geboren und kam vor 5 Jahren nach Deutschland. So wie die meisten Bewerber hat sie die mittlere Reife. Oxy kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Mithelfen, dass sie gesund werden, das ist schön. Dass man am Ende sieht, wie jemand hergekommen ist und wie jetzt aussieht und lächelt und nach Hause geht und sich dafür bedankt, dass das in ihr Leben ist, die in dem Beruf dabei sind und ganz wichtig sind, finde ich. Diese Dankbarkeit. Im Krankenhaus wird rund um die Uhr gearbeitet. Dienstübergabe. Hat auch sehr viel mitgeholfen, war unter Anleitung gut führbar. Wegen dem SOA hat sie Moronal bekommen. Lisa Herrmann hat heute Nachtschicht auf der Station 2. Eine Kollegin informiert sie über die Patienten und dann macht Lisa ihren ersten Rundgang. Geht's euch? Gut. Entsprechend. Ich würde Ihnen einmal den Rücken einreiben. 30 Patienten liegen auf Lisas Station. Sie ist in dieser Nacht die erste Ansprechpartnerin und muss entscheiden, in welchen Fällen sie den Bereitschaftsarzt ruft. Durch die umfassende Ausbildung fühlt sich Lisa gut vorbereitet. Gut fand ich an der Generalistik, dass man einfach in allen Bereichen war. Ne? Also die Kinderstation, das Pflegeheim. Also für mich war dann recht schnell klar, ich möchte eigentlich eher mit älteren Menschen arbeiten. Das fand ich halt, also ja, die Entscheidung hat es einfach leichter gemacht, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer diese Ausbildung macht, hat gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Pflegefachkräfte werden händeringend gesucht.